wunderbare Möbeltresor. Ich werde von 1020. Ich stehe hier vor dem Albis Gütli, wo schon ganz viele Leute an die SVP-Tagung wollen. Ja, genau. Und man sieht, inzwischen hat die Türkei schon das Albis Gütli übernommen. Man sieht den Halbmond hier über dem Türmli stehen. Ich weiss nicht, wie sie das geschafft haben, die Moslems, aber es ist wahnsinnig. Die Polizei ist auch schon da, wahrscheinlich wegen der linken Chaoten. Es ist auch nötig. Und ich freue mich auf eine wunderbare Tagung hier im Albis Gütli. Warum muss ich schauen? Da, ja? Du kannst einfach immer rechts, oder einfach immer rechts schauen. Immer rechts, in deiner Partei. Du hast ja so, wie der ehemalige Präsident Bush in den USA, hast du die Augen relativ nah beieinander. Ja, das verrenkt stimmt. das den Blick? Im Gegenteil, das macht einen Weitblick. Man schaut zusammen und man schaut dann weit auseinander. Also so ein bisschen wie der Roger Devec. Ja gut, der schaut ein bisschen überall durcheinander, ja genau. Der sieht halt nur auf dem linken Auge, siehst du nur auf dem rechten? Ich sehe auf beiden, ziemlich gut. Aber lieber auf dem rechten? Ja, die rechten Positionen sind mir schon sympathisch, das muss ich sagen. Darum stehe ich links von dir, gell? Sonst entwickelt sich noch zu viel Sympathie und da wäre gar nicht gut. Das ist auch nicht gut. Jetzt gehen wir rein. Jetzt gehen wir eins saufen. Nein, nicht saufen, zuhören. Das sind wichtige Ansprachen heute Abend. Und das vertreibt man ohne Wein? Zuerst redet Ueli Maurer und nachher redet Christoph Blocher. Spannende. Und da braucht man keinen Alkohol dazu? Nein, heute Abend... Heute Abend nicht, aber sonst schon. Ein Schluck schon. Ein Schluck schon. Ich glaube, die ganze Albis Gütli-Tagung ist eigentlich ein versteckter Lotterieanlass. Und da haben sie extra die hübschesten SVP-Vertreter stellen her mit Los und mit dem Geldtopf. Ich bin nur eingesprungen. Du bist nur eingesprungen? Ich bin nur eingesprungen. Also ist der eigentlich denkt, sie ist ursprünglich noch hübscher? Nein, der hat nicht so gut ausgesehen, darum muss ich nicht so kommen. Wir haben hier noch einen Lösli-Verkäufer, ein ganzes unbekanntes Gesicht. Ja. Willst du vielleicht schnell vorstellen, bevor es weitergeht mit Reden? Hans Fehr, 20 Jahre Nationalrat und jetzt Zuhörer, interessierte Zuhörer. Super Sache. Und ein Pflaster auf der rechten Hand. Unfall, die von einem politischen Gegner angegriffen worden. Nein, stimmt. Mag deine Rechte nicht mehr so wie früher? Nicht mehr so wie früher. Aber die Linke, ich will die Linke. Ich will die Linke. Die Linke. Der Hans Fehr ist ein Linker geworden. Ich bin hier bei der Monika. Monika betreut Tombola, sie macht das äußerst charmant. Monika, kannst du mir sagen, was haben wir da für Preise? Also, wir haben Wein, wir haben Würste. Sind jetzt das so vegane Pouletwürste oder Halal oder Koscher? Nein, ganz normale Schweinswürste. Also Moslems und Juden können die jetzt nicht fressen, oder? Nein, könnten es nicht. Sie würden es nicht nehmen? Nein. Und da haben wir aber Panettone, das ist etwas ganz Ausländisches. Jetzt passt denn da ins Bild da? Ja, wir brauchen ja zu der Würste etwas Brotiges. Etwas Brotiges. Also das wäre essen Panettone, nicht Cerola. Wenn es muss sein, ja. Wenn es muss sein, ja. Aber ich sehe viele Fressalien und nur die SVP fuhren. Wir essen natürlich alle sehr gerne von der SVP. Die anderen hängen ja nicht so am Tropf vom Staat wie die Linken, oder? Man muss ja schauen, dass man zu etwas kommt. Genau. Andreas Glarner, was ist der Unterschied zwischen Oberwil, Lili und Zürich? Ja, über Oberwil, Lili lacht die Sonne und über Zürich lacht die ganze Schweiz. Und das sagst du hier in Zürich genau, an der Albis Gütli-Tagung? Genau. Bei deinem Chef? Genau. Dass du dich das getraust, das braucht Eier, da hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ja, mit dir zusammen, da kann man einen Scherz machen. Eben, gell, da muss man auch Eier haben. Ich habe immer noch ein paar mehr als du. Okay, schön. Du werdest nicht älter, hat jetzt gerade jemand gesagt. Stimmt das? Das musst du von aussen beurteilen. Das kann ich ja selbstverständlich nicht selber sehen. Du hast immer die gleiche Frisur seit 20 Jahren. Sind das echte Haare oder ist das irgendwie aufgeklebt? Das ist selbstverständlich aufgeklebt. Und kann man sonst noch fragen? Nein, ich verstehe deine Politik nicht, darum muss ich über so Äußerlichkeiten reden, das ist ja klar. Bei Männern schaue ich natürlich mehr auf Äußerlichkeiten, aber du machst ja Politik. Was ist denn deine wichtigste politische Botschaft? Das ist ganz erstaunlich. Die Öffnungspolitik ist seit 25 Jahren das gleiche Problem und die ist tödlich. Vor allem die Öffnungspolitik auch die Einwanderung beinhaltet. Mauro Tuena, du bist doch ein guter Freund von der Jacqueline Badral. Warum ist sie unglaublich sexy?
Also ein guter Freund von der Jacqueline Badran. Ich kenne Jacqueline Badran natürlich schon lange und ich fahren schätze sie. ja sehr oft zusammen im Auto, ganz nah nebeneinander. Aber sexy finde ich sie also nicht. Das heißt jetzt einfach, wenn du weißt, dass da im Fernsehen kommt, oder? Nein. Auch wenn das nicht im Fernsehen kommt. Also Jacqueline Badran, der Mauro Tuena, findet dich nicht sexy. Warum findest du Jacqueline Badran nicht sexy? Ich achte Jacqueline Badran, sie krampft, aber sexy. Also, liebe Jacqueline Badran, der Mauro Tuena findet, du machst unglaublich intelligente Politik. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, intelligente Politik. Ich habe gesagt... Du liebst schon für das SVP-Präsidium. Du lachst schon wieder Toni Brunner. Die institutionelle Einbringung der Schweiz in den EU-Entscheidungsfindungsprozess und in die EU-Rechtsprechung. Schauen wir mal das Geschenk. Wir dürfen einbringen in Entscheidungsfindungsprozess. Christoph Blocher hat hier gerade eine Rede. Wir haben hier eine Zuhörerin. Nein, Hochzinnigen geht es nicht mehr, meine Damen und Herren. Eine Stinkwanze, die hockt die ganze Zeit schon da und lässt sehr, sehr gebannt zu. Diplomatisch miteinander reden. Und zwar so reden, dass man versteht. Bundespräsident Ueli Maurer, Sie sind der einzige Mensch, den ich heute hier sitze, weil ich Respekt habe vor unserer Regierung. Sie sehen, wir haben hier ganz billige Gadgets. Wir müssen so die Sachen filmen. Wie finden Sie das? Hervorragend. Endlich Zugriff auf neue Technologie. Ja, dass sich das Fernsehen selber setzt. Wobei Sie haben vorhin gesagt, man schaut nur noch auf die Handys. Das fänden Sie nicht so sympathisch. Ich schaue halt nie Fernsehen. Mir ist das völlig gleich, was ihr macht. Ich ärgere jetzt einfach, dass ich zahlen für etwas, das ich nicht konsumiere. Aber Sie sind doch auch ein bisschen gross geworden. Also gut, gross kann man jetzt Ihnen nicht sagen, aber bekannt geworden. Das Fernsehen ja auch, oder? Ich bin eigentlich nicht darauf angewiesen, aber endlich wie es ist. Da sind wir uns ja einig und da haben wir ja gemeinsam, eigentlich bräuchten wir es nicht. Das Fernsehen macht doch nicht so. Nein, natürlich machen wir genau eine solche Sache. Sie haben vorhin geredet, es braucht wieder mal Leader. Es braucht Leadership, es braucht Leader, die autoritär herstehen. Und dann haben Sie einen Satz später gesagt, wir müssen aber so reden, dass es die Leute verstehen. Ja. Was stehen Sie dazu? Ja. Zu beiden Aussagen? Ja. Also wenn Sie jetzt Leader übersetzen auf Deutsch? Unterdessen ist Leadership etwas, was man sogar im Deutschen versteht. Das muss man nicht übersetzen. Leadership würde ich übersetzen, es ist eine Führungsnatur, eine Führungspersönlichkeit, die es umfassend anschaut mit den Leuten und mit Zielen. Sind Sie so jemand? Ja. Und Sie haben gesagt, so ein Leader sollte aber nicht alle Jahre neu sein. Also möchten Sie das Bundespräsidium noch die nächsten 5-6 Jahre halten am liebsten? Nein, das Bundespräsidium ist eigentlich eine besondere Funktion von Leader. Man muss so Sitzungen leiten. Man kann auch Leader sein im Bundesrat oder sein im Fernsehen. Ich bin dort leider noch nicht Leaderin, aber mit Ihrer Unterstützung will ich es vielleicht noch. Danke vielmals, Bundespräsident Ueli Maurer. Tobias, du bei der SVP, du bist zu mir in die Schule. Genau. Was habe ich falsch gemacht? Ja, alles. Alles? Alles von Anfang an. Von Anfang her? Und darum bist du jetzt hier gelandet. Genau. Wenn ich es richtig gemacht hätte, wärst du jetzt ein Linksextremer. Oh nein, das glaube ich auch nicht. Nein, das aber glaube hätte ich das anders machen? Ja, vielleicht eine bessere Noten im Französisch. Und dann wärst du linker geworden? Ja, vielleicht. Dann garantiert. Dann hätte ich mich wenigstens im Weltschlag verständigen. Oder wenigstens ein Gilet schon, oder? Ja, ja, genau. Also, du viel Spass. Danke und viel Spass an der Veranstaltung. Würde ich haben. Monsieur, vous êtes un gilet jaune. Qu'est-ce que vous faites ici? Je ne suis pas le gilet jaune, je suis SVP. Le clown de l'SVP? Non, 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 non. SVP jaune. Was, sind Sie Sönneli? Ich bin Sönneli von der SVP. Ich bin so nicht schon Französisch wie wir. Seit der Toni Brunner da ist, fehlt ja Sönneli von der SVP. Ganz und jetzt, genau. Jetzt hast du müssen her. Nein, der Punkt ist, ich glaube... Ja, das ist wirklich nur ein Punkt, das Sönneli, viel mehr ist es ja nicht. Der Punkt ist eben der, ich glaube eben, dass da alles Gäste sind und ich das einzige SVP-Mitglied bin. Carmen Walker
bekannt als die Frau mit 50 Shades of Grey in der Frisur. Genau. Das ist ja die Frau, die Farbe in die manchmal eine christliche Partei bringt. Ja, in die Partei nicht, aber ein bisschen das Leben. Ich denke, indem ich früher zu grau gestanden bin und ich ziehe es jetzt durch. Grau ist eigentlich der Trendfarbe. Grau ist neue Braun quasi. Neue Trendfarbe. Ja, super. Genau. Aber als FDP-Frau, wieso kommen wir überhaupt an uns Albis Gütli? Ja, das ist ganz einfach, weil man eine Einladung hat. Und eine Einladung tut man nicht absagen. Wenn man nicht gewählt worden ist als Bundesrat, dann muss man dann in der SVP beitreten, dass man eine Chance hat? Nein, ich glaube nicht. Ich weiss es nicht, aber ich bin durch und durch die CVP. Aber du kandidierst ja nochmal für den Bundesrat für die SVP? Nein, ich bin durch und durch die CVP und werde das halt bleiben. Das ist meine Heimat. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind eine christliche Partei, das ist richtig, aber ich will das dann nicht im Gebetsabend machen. Im Albis Gütli gibt es nur einen Gott, der hat vorhin eine Stunde lang geredet. Danke vielmals, Heidi Graben. Benny Fischer, du bist der Präsident der jungen SVP, obwohl du ja im Herzen ein Ritter bist. Du hast eine nette Frau dabei, du hast sie geschwängert. Ist das die neue SVP-Expansionspolitik? Ja, selbstverständlich. Ich meine, wir müssen schauen, dass auch das Bevölkerungswachstum unserer Schweizer Bürger auch weitergeht. Aber ihr sagt immer, es sagt viele Leute, wir müssen schauen, dass es nicht so viele Leute hat, Dichterstress und so weiter. Gilt das nur bei den Ausländern? Nein, aber wir müssen natürlich unsere AHV sichern. Das heisst, wir brauchen Leute, die von Anfang an auch mit einzahlen und auch fleissig arbeiten. Aber wäre es nicht günstiger, wenn wir die gar nicht mehr beschulen und die schon etwa mit 15 würden kommen und dann einzahlen mit der AHV? Ja, das würde aber bedingen, dass die dann entsprechend schon die Ausbildung haben und parat sind für den Arbeitsmarkt. Aber das sind die sogenannten Fachkräfte? Leider nicht, ja. Und wenn du ein dummes Kind hast? Ja, dann wird es irgendwo in einem Beruf eine Fähigkeit haben und seine Stärken ausleben. Schickst du selber in die Kita, der Bortoluzzi hat ja gesagt, dort wäre es noch dünner, gell? Silvia Block, wir sind ja Kolleginnen eigentlich. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin, Bildungsexpertin. Silvia, du ja auch. Was sagst du zu einer Aussage von Tom Bortoluzzi, dass friedliche Kinder dümmer sind als andere? Ja, das kann man nicht so generell sagen. Es gibt aber auch keine Untersuchungen. Also Silvia Block sagt, man kann das nicht so generell sagen. Bortoluzzi hat es ja selbst erzählt, oder? Man sieht, dein rechter Arm ist in einer Schlaufe, also du bist nicht mehr so stark auf der rechten wahrscheinlich. Darum musst du auch in Bortoluzzi jetzt da links heißt wieder Menschen. Danke vielmals, Silvia Blocher. Ich habe es ja noch von der Drehköpfe gemacht. Er hat damals schon gesehen, wie es wird, hat das gesagt und heute kann er sagen, es ist wirklich so, wie ich kann. Er hat das Gleiche erzählt in einer Stunde, wo er seit 30 Jahren sagt, das ist wunderbar, das ist konsistent. Er hat auch noch die gleiche Frau, es muss Liebe sein. Das ist es. Stefanie, du hast gesagt, über Politik kannst du nicht reden mit mir, aber du bist da der Albis Gütli-Tag. Was machst denn du da? Ich bin Begleitung von einem guten Freund. Aber dein Mann ist nicht in der Politik? Ich habe keinen Mann. Aber du suchst da einen? Ich suche einen, ja. Also, liebe SVP-Kandidaten, liebe SVP-Politiker, schaut die Frau an. Das ist ein Hauptgewinn, weil es schon bei der Lösung keine garantierte Soforttreffer hat. Also macht dieser Frau ein Angebot. Dann kommt sie jedes Jahr wieder an die Albis Gütli-Tag. Sehr gern, sehr gern. Und irgendwann gehst du in die Politik? Das mache ich. Wunderbar. Liebe Magdalena, darf ich schon etwas fragen? Wann wirst du Bundesrätin? Ja, das erleben wir nicht mehr heute Abend sowieso nicht. Heute Abend nicht, aber ich warte natürlich schon lange drauf, weil... Die Frage habe ich etwa schon 5 Mal heute beantwortet. Sie wird ein bisschen langweilig. Also gut, ich stelle eine spannendere Frage. Wieso hast du so ein Tool ins Internet gestellt, damit Arbeitgeber lernen, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen sollen? Das Seven Simpsons. Ich finde es eine wunderbare Inspiration. Oh, dann ist ja schon der Zweck erfüllt. Also, ich habe es zwar nicht selber eingestellt. Aber du hast wirklich... Aber zur Erheiterung ist das auch gut. Ich bin ein Veganer, meine Kinder sind nicht geimpft und mein Arzt ist ein Inder. Ja gut,
Gut, darum sind die Kinder nicht geimpft, oder? Genau. Und das ist einfach die einzige Partei, die Freiheit die Impfgegner unterstützt. Oh, genau, wo wir noch Freiheit zusichern. Wo in den indischen Ärzten sagt, vor allem die ausländischen Kinder nicht impfen, wenn dann wieder einmal so eine Masernepidemie kommt, dass es ein Sparbox. Du bist einfach eine Impfbefürworterin. Es geht ja nicht um mich an die Ziel, weil ich muss ja da... Aber jetzt verstehe ich, was du hier machst. Du bist tatsächlich von dieser Partei. Ja, ich möchte ja die Leute zum Impfen eigentlich zwingen. Eigentlich möchte ich die Menschen impfen. Bist du selber ein Impfopfer? Nein, ich bin ein Impfserum. Darum habe ich auch vielleicht die Aussprache, dass du dann auch ein bisschen geimpft bist. Unsere Gespräche finden nur wir zwei lustig und aber es macht nichts. Es wird jetzt hier gerade etwas verlosen. Geben ihr gratis Geschenke den Leuten, obwohl sie nicht dafür gearbeitet haben? Das ist eine ganz komplexe Frage, die ich so nicht beantworten und auch nicht bejahen kann. Aber du bist ein Kollege von mir, wir sind beide Satiriker, du auf der rechten Seite, ich in der Mitte. Ich vertrete die breite Masse, wie wir ja gesehen, du bist eigentlich der ganz schmale rechte Rand. Wie findest du das, dass jetzt eine Konkurrenzsendung ins Fernsehen kommt, wo deine Wochenshow konkurriert? Meine ist einfach viel lustiger. Meine hat viel mehr Humor, viel mehr Esprit, viel mehr Selbstironie. Aber ich kann einfach schönheitsmässig nicht mithalten. Ich sage, da mit der Schönheit ist das kleinste Problem bei dir, Roger Köppel. Aber da mit der Selbstironie stimmt, die hast du tatsächlich. Danke vielmals, Roger Köppel. Wärst du nicht heute Abend lieber ein bisschen an einer Party in der Reitschule als hier in der Malbis-Gütli? Sie Reitschule in Zürich? Nein, aber in Bern. Oh nein, lieber nicht. Lieber nicht? Nein, lieber hier ist bessere Stimmung. Aber hast du schon Bern lieber als Zürich? Hast du nicht mehr mit dem Zürcher Dialekt? Das geht noch, gewöhnt sich dran. Aber Bern ist schon schöner. Schon schöner? Schon schöner, die Reitschule nicht, aber sonst... Aber der Rest? Der Rest ist perfekt. Die Reitschule hat ja ganz eine ähnliche Architektur wie hier Malbis-Gütli. Nein, ist nicht verspreit. Das ist nicht verspreit. Ach, das ist der Unterschied? Ja, es ist auch beides denkmalpflegerisch. Ja, gerne, wenn es denkmalpflegerisch geschützt ist und man hier zu dem schaut. Also da mit Spritzen, das stehst du nicht so gut? Nein, bei den Gebäuden nicht. Bei den Gebäuden nicht, aber sonst schon, hä? Also danke vielmals, Thomas Fuchs, für die intimen Einblicke in dein Sexleben. Dich nennt man in Insiderkreisen Meister Tropper. Bist du Saubermann? Saubermann sowieso und das Insidermeister Tropper habe ich auch schon gehört. Bist du der das Geld wäscht für die SVP? Nein, das passiert das machen andere, gell? Das passiert machen andere. Bei uns definitiv nicht. Das passiert nicht bei uns, sondern das passiert irgendwo offshore, oder? Wenn überhaupt. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Danke vielmals. Claudio Zanetti. Ja. Wir sind hier an einem Volksfest, genannt SVP-Tagung Albis-Gütli. Ja. Was machen die Linken falsch, dass sie so etwas herbringen? Sie machen die falsche Politik. Also so einem Fest würde ich auch nicht gehen. Wobei ich habe mit den Linken auch schon glatte Feste gehabt. Du stehst ja auf linke Frauen. Ja, ich tue gerne mit denen fighten, das ist richtig. Ja, fighten ist das falsche Wort, sind wir ehrlich. Wir haben Backstage schon ganz anders gemacht, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich will das natürlich nicht. Ich will das natürlich nicht am Schweizer Fernsehen da alles darlegen, sonst nachher gibt es wieder Klagen. Ja, weil dein Anwalt hat mir ja schon gedroht. Genau. Weil die sexuelle Belästigung gilt auch umgekehrt. Das ist so. Du hast gesagt, im Bundeshaus... Aber die politisch linke Belästigung finde ich noch fast schlimm. Ja, also ich mache es jetzt mal unpolitisch und tue die einfach ein bisschen anlängen. Im Bundeshaus hast du gesagt, du bist noch fast nie belästigt worden, leider. Ja, gar noch nie. Gar noch nie? Nein, also, liebe Parlamentarierinnen, aber die Einzige, die belästigt mal den Mann ein bisschen. Er steht drauf. Er braucht. Es gibt eine von den Grünen, die sagt, das Bundeshaus sei ein Sexpalast, das sei in Bern bekannt. Und sie hat alles dran gesetzt nach ihrem Abbau, dass sie wieder reinkommt. Ja, aber sie hat gesagt, sie ging nicht mit einem Politiker in den Lift. Aber der Lift ist schon aus Glas. Der ist schon komplett transparent. Das ist das Einzige, was transparent ist bei der SVP, oder? Ist alles transparent. Wie viel verdienst du im Jahr? Viel zu wenig. Ja, so transparent bist du auch wieder nicht. Danke vielmals, Claudio Zanetti. Thomas
Mathe, du hast einen Gruß sagen, Michael Elsener. An der einzigen Veranstaltung, wo komischerweise die Schlange beim Herren-WC länger ist als die beim Frauen-WC an Valita. Lassen die Männer einfach mehr Seich raus bei der SVP? Nein, weil es hat nur 2 Pisswars dort. Und die Männer weigern sich zu sitzen da, oder? Bei den Frauen müssen es hocken. Hat es, glaube ich, 8 WC. Ja. Und darum geht es halt beim Mann ein bisschen länger. Geht es beim Mann ein bisschen länger. Aber ich könnte jetzt dritte Höhe Eisbiss variieren. Aber der Herr Elser, der soll doch das nächste Mal kommen, oder? Christoph Böbler, was machen die Linken falsch, dass sie nicht so ein Volksfest bringen? Ja, sie sind einfach nicht gemütlich und sie sind natürlich zu faul, um so etwas zu organisieren. Aber die organisieren ja wunderbare, riesengroße Streiks. Die Schüler gehen nämlich in die Schule am Freitag inzwischen. Ich werde jetzt bald wieder Lehrerin, wenn es so weitergeht. Wenn man irgendetwas kaputt machen oder irgendetwas niederreißen, sind schon sehr gut. Aber mal etwas aufbauen und etwas Konstruktives. Zum Beispiel so eine schöne Mauer in die Schweiz, wie der Donald Trump. Nein, ich sehe überhaupt keine Mauer. Aber ich wäre natürlich froh, man würde die Grenzen wieder ein bisschen besser als es heute ist. Und jetzt ist ja neben dem Medizinhistorischen Museum ist das Naturhistorische. Und jetzt haben sie dort das riesen Faultier weggenommen. Ist das auf Intervention von der SVP, weil man die SP nicht auch noch ausstellen im Naturhistorischen Museum? Das ist eine gute Überlegung. In Form von einem riesen Faultier. Das ist eine gute Überlegung. Und das steckst nicht du dahin? Nein, es ist wirklich ein gutes Museum. Wir haben es leider zugemacht. Und das Medizinhistorische Museum. Das Medizinhistorische hat es zugemacht? Nein. Warum? Ja, ich glaube, sie haben einfach wieder alles drin, wo man dann darüber reden. Das tut mir natürlich weh. Ich habe 28 Jahre gearbeitet und nachher wird man einfach diesen Weg vergessen. So ist es auch. Ja, vergessen. Sie haben eben vergessen. Sie haben eben zu wenig vergessen. Aber ist es nicht einfach zu teuer gewesen, das Medizinhistorische zu erhalten? Nein, ich habe einmal ausgerechnet, ich habe über 3 Millionen Sponsorgeld reingeholt aus der Privatwirtschaft. Und ich selber habe als habilitierter Professor 6'200 Franken verdient. Das ist jetzt eigentlich nicht so viel. Ja, aber du bist ja selten dort gewesen, hat man gehört von den Studenten. Das ist jetzt aber ganz frech. Nein. Wenn man so oft wie der Roger Köppel im Bundeshaus ist, oder? Das ist zu frech. Nein, ich habe eine Serie gesetzt. Ich habe etwa 60 Doktoranden betreut. Ja. Ich habe etwa nachgemacht. Die habe ich noch sehr gut betreut. Ja, die von der Cash haben 120 Mandate, oder? Und dann haben sie noch viel weniger. Ja, ich weiss es schon. Das mit dem Verdienen bin ich allerdings gar nicht so sicher. Ja, verdienen würden sie schon, aber sie kommen es nicht über. Danke vielmals, Christoph Mögeli. Nathalie Rickli, wieso nur Regierungsrätin und nicht Ständerätin oder Bundesrätin? Weil der Kanton Zürich mit mir können. Du kannst hier reinschauen, du hast ein schönes Gesicht. Kanton Zürich ist meine Heimat und nach 3 Parlaments in 17 Jahren würde ich sehr gerne für den Kanton Haben Sie es gehört? Liebe Zürcherinnen und Zürcher, sie macht einen Werbespot für ihren Kanton. Genau. Aber sind wir ehrlich, Zürich ist eigentlich das Gleiche für dich. Nein, Zürich ist super. Zürich hat 1,5 Millionen Einwohner, ist der wichtigste Kanton von der Schweiz. Und ich würde sehr gerne da Regierungsrätin werden. Also wenn ich da wohne, ich weiss ja nicht, wo ich da reinrede, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mich wählen würdet. Zusammen mit den anderen 4 Bürgern. Also, liebe Wählerinnen und Wähler, wählen Sie Janem als Nationalrätin. Bern ist jetzt weit weg. Sie wollen in Zürich bleiben. Danke vielmals, Nathalie Rickli. Oh, das glänzt wieder. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Hat jetzt gerade eine Frau zu dir gesagt, bist du da der Star oder ist der Star bei gleich wie Sie? Nein, es geht am meisten an. Caro Tuino, willst du noch etwas sagen? Ah ja, ist ja voran so. Ja, du hast immer irgendetwas zu sagen, oder? Du hast meistens den Mund auf. Jetzt geht er dort durch. Jetzt ist er mir abgehauen. Also Achtung, jetzt gilt es ernst. Wir müssen es noch hören, gell? Jetzt habe ich gedacht, die sind du bist SVP-Präsident und ein SVP-Präsident hält seine Versprechen. Du hast gesagt, du schwätzt noch mit mir. Ich bin ja da. Aber du hast schon die Jacke an. Du hast schon abhauen. Vorhin bin ich einer gewesen. Weil du so cool bist. Du bist nie rum gewesen. Also zuerst mal ein Kompliment, dass du dich da in die SVP-Hölle machst. Kampf für die Unabhängigkeit und Sicherheit. Von wem? Von der Schweiz, von dir.
Von allen Schweizerinnen und Schweizer? Alle Schweizerinnen und Schweizer. Also auch Papierli-Schweizer? Oder auch Zahnpapier? Alle, die da innen sind, Zahnpapier nicht. Nein, Zahnpapier ist illegal. Wie unabhängig ist man, wie unabhängig ist man als Schweizer mit 5 Franken Sozialhilfe im Tag? Wie unabhängig kann man da noch sein? Das ist dumme Zeug. Und dann darf man ruhig ein bisschen kürzer, wie es das der Kanton Bern macht. Und wenn man dann nicht lieber die Mindestlöhne aufentun? Hey, das ist Schweizer Fernsehen, das du da torpedierst. Das kannst du jetzt nicht machen. Das kannst du jetzt nicht machen. Gott vertelle. Du zahlst dann mit deinen Gebühren. Aber leider! Ja. Aber leider! Kopf, jetzt los jetzt. Jetzt bin ich nur noch bei dir. Bist du noch? Jetzt bin ich nur noch bei dir. Aber du hast gesagt, du bist jetzt gerade nur noch bei mir, weil du bist so umschwärmt. Eine Frau hat vorhin gesagt zu dir, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und das stimmt. Ich habe dich fast keine Sekunde für mich heute sagen. Ja, aber ich würde wieder reden. Aber ist ich bin nicht... wieder mal 1,5 Stunden dabei. Aber der Star von Albis Gütli ist seit 30 Jahren eigentlich der gleiche, oder? Ja, das ist so. Und er ist heute natürlich für Christoph Blocher wieder voll im Element gewesen. Da ist noch der Andi Thiel, der ein bisschen ein Fotoband macht. Nein, in diesem Jahr gilt nur noch Freiheit und Sicherheit. Freiheit und Sicherheit gilt nur noch mit dem Freiheit institutionellen Abkommen ist das gefährdet. Ist das gefährdet? Und dann haben wir automatische Rechtsübernahme. Du hast sogar nicht einmal einen Rahmen an deiner Brille, weil du so gegen das Rahmenabkommen bist. Ich bin natürlich ein offener Mensch. Man muss offen sein mit der ganzen Welt und sich nicht nur für die konzentrieren auf die EU und die Gleichmacherei. Das kommt nicht gut. Sollten wir gehen. Also du hast jetzt auf deine alten Tage her noch ein Glätteisen gefunden, eine Dampfbügelstation. Ist das zum Dampf ablassen, oder? Ja, erstens zum Dampf ablassen und zweitens natürlich, dass ich jetzt mal nicht mehr ein T-Shirt anlege, sondern gefleckte Hemper. Damit du ein bisschen allglatt wirst, damit die Leute dir auch wieder ein bisschen lieber zulassen. Ja. Du hast nicht mehr so viel zu sagen, oder? Nein, aber ich nehme dann... Nachher habe ich wieder viel mehr zu sagen, mit dem schönen Hemd. Mit dem schönen Hemd. Das Hemd macht es aus. Natürlich, auch. Wenn man ein schönes Hemd hat, braucht es auch gar keinen Inhalt. Wenn du etwas Gescheites sagst und das sagst mit einem schönen Hemd, lass es noch viel mehr zu. Lass es noch viel mehr zu, als sie sonst schon nicht tun. Weil die schauen alle aufs Hemd. Ich gebe dir einen Tipp. Kauf das Hemd einfach eine Nummer zu klein, dann glättet es von selber am Ranzen. Schimpfen, was wir noch Schnupf nehmen zusammen. Wie heisst das Mädchen da? Welcher Zeitung ist sie? Keiner mehr. Also, du nimmst nur, hast nur ein Nasenloch. Ich bin ein Einhorn, ich bin Schnupfst du nur mit dem rechten Nasenloch? Ja, nur mit dem Körner. Also, ja, also gut, auf der Scheiße nimmt die eine Prise, sag auf der Scheiße nimmt die eine Schnupf, Tabak, sag, Schnupf, Tabak, Nein, das Tabak. Schnupfen, der hat jetzt gemacht, der kommt ins Käfig. Der hat nicht geschnupft, der ist ein blauer Preis. Also wenn sie mit das so schnell ist, verbrennt dann der Mund mal Anni, hast schnell wie der Hitler geopfert. Ha ha ha!
Schnauz. Das ist gut, kannst du noch gelten. Der ist aber langsam Woher bist denn du? Von daheim. Ja, aber weißt du, Innerschweiz immer, oder? Ja, Kanton-Schweiz. Ja, das klingt gut. Heimatort Motital. Willst du noch schnell etwas sagen? Ja, ich bin vom Motital. Ich möchte natürlich recht herzlich begrüßen. Am Zürich Albis Gürtel, an die Innerschweiz. Ich komme gerne hierher. Ja, und wir haben jetzt zusammen einen Schnupf genommen. Das ist eben gehörig. Aber du heisst... Stefan. Der Stefan hat nur mit dem rechten Nasenloch geschnupft. Ja. Da muss ich jetzt hier noch schnell sagen. Der Sam, der Nasenloch schon voll. Also links hast du total die Nase voll. Ja, der linke hast du die Nase voll. Ja. Seb ist eben gehörig. Seb ist gehörig. Jawohl. Danke.